Aber nicht mit mir alleine, denn ich freue mich total. Ramon, du bist wieder hier. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, schönen guten Abend. Du hast uns heute ganz viel mitgebracht. Zum einen etwas für eine Verlosung. Also ihr müsst gleich ganz, ganz gut zuhören, was wir so alles erzählen, was du so gemacht hast in deinem Leben. Und du hast uns vor allem 9 Kids und Jugendliche mitgebracht. Ihr werdet nachher performen und das ist auch mit der Grund, warum du heute hier bist. Du hast eine Stiftung, die heißt Kölsche Grat hilft e.V. Was verbirgt sich genau dahinter? Ja, ich habe mir irgendwann mal so irgendwie ans Herz gelegt, mich um sozial schwache Kinder zu kümmern. Und dann ist das so gekommen, wurden halt immer mehr. Ja. Und heute habe ich euch mal 9 mitgebracht. Wir haben ein Lied zusammen gemacht, ein Weihnachtslied. Und würden wir euch gerne präsentieren. Das werdet ihr gleich noch performen. Noch mal ein bisschen zu deiner Person, wer dich beim letzten Mal hier vielleicht nicht gesehen hat. Ja. Du hast ganz anders angefangen. Du bist noch nicht lange als der singende Türsteher bekannt, denn du warst tatsächlich Personenschützer. So hat alles angefangen. Du hast Personenschutz gemacht für Echo Fresh, richtig? So fing alles an, genau. Aber unter anderem auch für Paris Hilton. So. Aber mit Echo Fresh, das hat sich noch weiterentwickelt. Erzähl doch mal, was da passiert ist. Ja, also ich habe 10 Jahre auf ihn aufgepasst und irgendwann kam mal so eine dumme Idee, ein Lied zu machen über Kölsche Grat, über diesen Namen, weil da war ein Label von mir. Ja, und dann hat der Echo gesagt, mach das bei mir im Studio. Und irgendwie kam der dazu und sagte, hör mal, das gefällt mir so nicht, lass mich mal ein bisschen was da reinrappen. Dann musste ich ihm das also auf Kölsch übersetzen. Ich habe das auch so geschrieben, dass er das lesen kann. Also in Lautschrift sozusagen. Weil er konnte halt nicht, er kommt aus Mönchengladbach. Ja, und dann das Ding ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, und so bin ich jetzt beim Singen geblieben erstmal. Ne? Für mich als Kölnerin, das war auch beim letzten Mal völlig selbstverständlich, dass ich weiß, was Kölsche Grat heißt. Jetzt kam aber gerade der Kollege, gebürtig aus Bonn, wohnhaft in Düsseldorf und hat gefragt, was heißt denn Grat überhaupt? Was heißt denn Grat überhaupt? Also richtig übersetzt heißt das Kröte, aber in Köln sagt man das halt auch so originalen Typen, ne, die Grat und so. Und deswegen Kölsche Grat, Kölsches Original, das passt wie Faust auf Auge zu mir. Du hast immer noch dein Unternehmen für Personenschutz, also für Türsteher und so weiter. Du bist total bekannt als der singende Türsteher. Da schauen wir mal. Du hast natürlich auch einige Seiten, kölschegrat.de. Da sieht man alles, was mit dir zu tun hat. Sieht man auch noch mal ganz ausführlich deinen Lebenslauf. Der Jung, wie es so schön heißt in Köln. Ne? Könnt ihr draufgehen. Viele Fotos und so weiter und so fort. Genau. Und eine Facebook-Seite. Wie ist das, wenn man anfängt als Personenschützer für jemanden, der total berühmt ist und plötzlich kannst du selber nirgends mehr hingehen, weil du berühmt bist? Ja, ist schon ein komisches Gefühl. Vor allem, ich singe jetzt für Leute, die ich vielleicht vorher mal nicht reingelassen habe. Und dann singe ich von denen. Das ist natürlich schon eine komische Situation, aber macht Spaß. Und ich komme auch irgendwie mit allen Leuten klar. Keine Probleme. Also sehr schön. Du hast dich danach noch weiterentwickelt, weil nur Türsteher, Unternehmensinhaber, Sänger fandst du irgendwie ein bisschen total langweilig. Warum denn nicht noch Schauspielerei? Du bist tatsächlich bei Unter uns auch zu sehen, als Koch, ne? Genau, schon seit 2 Jahren jetzt. Vertrag wurde nochmal verlängert, danke nochmal. Und macht sehr viel Spaß, super Team auf jeden Fall. Und kochst du denn privat auch gerne oder ist das wirklich nur eine Rolle? Ja, das ist eine Rolle, aber ich könnte auch, also ich kann auch kochen. Ist jetzt nicht so mein Hobby, aber ich kann kochen, wenn ich will. Ja. Du kannst vor allem auch backen, das habe ich gesehen. Genau. Denn bei Kölsche Grat hilft wart ihr jüngst unterwegs und zwar backen mit den Jugendlichen und Kindern. Und da wollen wir auch mal reinschauen, denn da gibt es ein wunderschönes Video, wie ihr Lebkuchenhäuser verziert. Richtig, ne? Genau. Da schauen wir jetzt mal eben rein. So, bitteschön. Bitte noch. Bitte anziehen, ne? Achtung. Zuck. Und einmal Mütze. Haare ein bisschen zusammen. Genau. Super. Top. Kannst du da noch ein bisschen weitermachen. Da an der Seite. Super. Müssen wir gleich ein schönes Foto machen, ne? Geht doch eine Plate. Achtung. So, einmal umdrehen. So, Ramon, wir sehen das jetzt hier schon, wie alle wirklich eine Bäckerschürze und den Hut angekriegt haben. Wie läuft sowas normalerweise ab? Wie kommt die Idee, dass ihr zu einem Bäcker geht und wie funktioniert das dann? Gibt es viele, die sagen, jetzt wie zum Beispiel Kleins Backstube, wir wollen da mitmachen, wir finden das ganz toll? Ja, also ich bin über Bekannte da dran gekommen, habe ihn kontaktiert und die waren direkt Flamme dafür, Feuer und Flamme, und haben gesagt, klar, machen wir gerne, unterstützen wir gerne sowas. Ja, und der eine Marketingleiter ist jetzt auch dabei, glaube ich, der alles organisiert hat, der Randecker, der hat uns sehr geholfen, der hat alles ihr seht das jetzt auf dem Video, vorbereitet. Ich habe 4 Kollegen bei gehabt von unter uns, die haben auch direkt gesagt, wir machen da mit. Fand ich eine ganz tolle Aktion und den Kindern hat es richtig Spaß gemacht, aber uns auch. Wie ist das denn dann, wenn man mit den Kindern da hingeht, man geht in die Backstube und jetzt sehen sie da die Lebkuchenhäuser und dürfen das verzieren, was geht dann in dir auch vor? Ja, ich freue mich, wenn die sich freuen, freue ich mich halt auch. Ne? Geht mein Herz auf und dann ist alles super. Was kriegst du für ein Feedback von den Kindern?
Also die Kinder mögen mich auf jeden Fall. Für manche bin ich sogar schon mittlerweile Ersatzvater, glaube ich. Aber halt, die Kinder finden das alle gut. Die wollen gerne bei allen Aktionen dabei sein, die ich mache. Und das freut mich natürlich. Ich durfte dich ja jetzt Backstage, wie es so schön heißt beim Fernsehen, schon ein bisschen erleben mit den Kindern. Und das ist wirklich so. Die kommen zu dir an, die kommen zu dir auf Namen. Du bist für die, du sagst es gerade selber, so ein bisschen Vaterfigur manchmal auch. Jetzt ist es auf der anderen Seite aber natürlich auch wahnsinnig anstrengend. Wieso machst du es trotzdem? Was treibt dich immer wieder an zu sagen, ich finde das aber wichtig? Also ich meine, ich sehe dieses Feedback auch von den Kindern. Und wenn die glücklich sind, dann schwimme ich gut dabei, so, habe eine gute Sache gemacht und deswegen finde ich ja gut. Und macht er doch immer weiter so. Ist das ein bisschen dieses Zurückgeben? Du hast das Glück gehabt, Erfolg im Leben zu haben? Ja, vielleicht auch so. Mir ging es zwar eigentlich auch immer gut als Kind, aber ich sehe halt, bei den Kindern geht es halt nicht überall so gut. Und dann, wenn ich sehe, dass die so glücklich sind, macht mir das natürlich auch Spaß. Ne? Was ist denn das Wichtigste, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich finde das eine klasse Aktion hier, wie zum Beispiel bei Kleins Backstube, du nascht unheimlich gerne, sehe ich gerade. Nur probiert. Aber wie kann man helfen? Also wenn ich jetzt sage, das finde ich eine tolle Aktion, brauchst du Leute, die vor Ort sind? Brauchst du Leute, die spenden? Wenn ja, was für Spenden? Also am liebsten ist natürlich, ich sage, wie es ist, am liebsten ist natürlich immer Geld spenden, weil dann kann man ganz anders hantieren. Wie die Leute wollen mir immer gerne Bekleidung geben und so, aber ich habe so viel schlechte Erfahrungen damit gemacht, auch mit Spielsachen. Dann geben die Leute mir Spiele und da fehlt die Hälfte in dem Kasten. Ne, und das ist natürlich dann nicht schön vor Weihnachten, wenn die Kinder auspacken und dann fehlt die Hälfte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, am liebsten ist natürlich immer Geld spenden, weil ich tue alle Sachen, die ich mache, belegen im Internet. Ist egal, ob wir Fahrten machen, ob wir uns zum Essen treffen. Ich will ja immer alles belegen, damit die Leute auch sehen, was damit passiert. Und die Leute, die mich kennen, wissen ganz genau, was ich mache, ist zu 100% wird 1:1 weitergehen. Da schauen wir jetzt auch noch mal gerade auf die Webseite, das ist ganz wichtig, kölschekrat-hilft.de. Und du sagst es gerade, du dokumentierst tatsächlich alles und man sieht auch, dass du eine Menge mit den Kindern machst und dass es nicht mal irgendwie ganz sporadisch einmal im Jahr ist, sondern ihr habt wirklich schon einiges unternommen. Da kann man sich also ganz in Ruhe mal angucken. Unter Aktuelles findet ihr auch immer die ausführlichen Beiträge dazu. Genau. Da kann man dann alles sehen und man kann vor allem auch immer schauen bei Info, wie läuft das alles, und das ist, glaube ich, vielleicht auch mit das Wichtigste, was wir heute hier machen können, so ein Spendenkonto oder ein Aufnahmeantrag, um eben längerfristig Mitglied zu werden. Was bedeutet der Aufnahmeantrag? Wozu verpflichte ich mich? Also eigentlich zu gar nichts. Du bist einfach Mitglied. Und wir laden einmal im Jahr alle Mitglieder ein, das kostet 60 € im Jahr. Ich meine, die normal Arbeitenden haben das das ist nicht viel Geld. Und die werden dann einmal im Jahr zu irgendeiner Veranstaltung von uns mit eingeladen, wo die auch mal die Familien kennenlernen, die Kinder. Und je mehr Mitglieder, umso schöner für uns. Also deswegen auch nochmal von uns an dieser Stelle der Aufruf, das zu unterstützen, denn es geht wirklich um Kinder aus der Region, die es nicht immer ganz leicht haben, die nicht viel Glück hatten vielleicht im Leben, und deswegen einfach mal auf die Seite kölschekrat-hilft.de gehen und sich da ein bisschen engagieren. Ich freue mich total. Ich sehe gerade im Hintergrund, es wird schon ein bisschen unruhig. Wir werden jetzt mal ein kurzes Päuschen machen, damit ihr euch aufbauen könnt. Okay. Und dann hören wir gleich was von euch. Frohe Weihnacht überall. Haben wir zusammen gesungen. Die Melodie ist bekannt, aber wir haben es auf Deutsch gemacht, deswegen ganz was Neues. Wir freuen uns drauf. Gleich geht's hier los, aber ein ganz kurzes Päuschen, damit wir uns hier aufbauen können. Bis gleich. Okay. Hallo.